Während viele Jahren hun lang lokal engagéiert Naturschützer dafür gesorgt, dass haut nach zumindest ein paar Naturoasen an unserer Landschaft zu finden sind. Mit viel Engagement sind Hecken, Beem gepflanzt oder neue Dämpeln angelegt gehen. Das ist oft der Verdienst von diesen lokalen Naturschützer, dass so wertvoll Naturprojekte, lokal Naturschutzgebiete entstanden sind. Es sind halt Plätze, ohne die als Landschaften vieles mehr arm wären und die Natur viel mehr Lebensraum zur Verfügung hat. Durch diesen ehrenamtlichen, aktiven Naturschutz konnten dann auch eine Reihe Gemeinden überzeugt gehen, selber aktiven Naturschutz zu leisten. Naturschutzsyndikate, biologische Stationen, Naturparken aus einer Forst als eine Naturverwaltung gehen. So sind an den letzten Jahren viel professionell Naturschutzstrukturen entstanden, die die Gemeinden für Naturschutzprojekte zur Seite stehen. Eine Gemeinde, die puncto Umweltschutz, aber auch Naturschutz regelrecht Pionierarbeit zu Lützeburg geleistet hat, war die Gemeinde Birkirch. Die Gemeinde Birkirch war für viel Natur- und Umweltschützer ein Vorbild. Hier sind viele Natur- und Umweltschutzprojekte umgesetzt gehen. Birkirch war ein Wegweiser, ein Hilfe, ein Encouragement für den Natur- und Umweltschutz zu Lützeburg. Vieles als an und aus der Gemeinde Birkirch so und Trulle kommen. Danach ging an der Gemeinde Birkirch eine Reihe weiter wichtig und wertvoller Naturschutzprojekte realisiert. Leider ist bei anderen Arbeiten an der Natur an der Gemeinde Birkirch von einem respektvollen Umgang mit der Natur noch nicht so viel zu sehen. Auch da waren nach am Oktober an der Gemeinde Meimulche NRW überall lernst wir einen totalen Tabula rasa an der Landschaft wie am Dorf. Ein komischen Proprietätswahnsinn, Natur weg, Wohlstandsmüll los mal leihen. Wer die letzte Velosfee PC12 durch die Gemeinde Birkirch gesagt, ist leider auch noch immer auf vielen anderen Gemeinden so. Bis auf Hecken der Beem geht alles gemulcht und geht zum Verfaulen Leier gelost. Von Frühjahr bis Sommer los mit der Natur lernt wir keine Ruhe und noch lo für den Winter keine Toleranz für ein bisschen Natur. Wie wollen wir am Frühjahr nicht leben und als Landschaften kreieren, wenn wir lo alles zerstören, was als ein Lebensbrick für ein bisschen Leben an der Landschaft kennt am Frühjahr sorgen. An einem Gespräch mit dem Bürgermeister von der Gemeinde Birkirch hat den Herr Lagotte mir versichert, dass Naturschutz weiter ein wichtigsten Anliegen von der Gemeinde Birkirch ist und bleibt. Die Gemeinde Birkirch ist dabei, so Probleme am gesamten und nachhaltig entgegenzuwirken. So könnte der neue Naturpakt vom Umweltminister mit den Gemeinden ein hoffnungsvoll Demarche gehen. Dieser Naturpark kann an den kommenden Jahren für viele Gemeinden eine Option geben, Naturschutz nicht mehr als etwas Isoliertes zu betrachten. Auch an der Gesellschaft braucht mehr großen und breiten Blick auf unsere natürliche Umwelt. Heute geht der Naturschutz meistens nicht mehr an Wahlkampfzeiten für die Öffentlichkeit sichtbar und wichtig. Auch grosse Teile von der Presse haben noch nicht mehr dann einen Blick für die Natur, und Politiker nutzen das, für am besten spektakulären Naturschutzprojekte der Öffentlichkeit vorzustellen. Dämpele, Weiden, Fichtgebiete und grosse Upflanzungen sind hier besonders beliebt. Lernst wir, ein bisschen Natur stehen zu lassen, ist zwar gratis, aber unspektakulär. Hier lassen die Gemeinden ihren technischen Services ohne Fachwissen und Naturkompetenzen frei Hand. Ohne Zweifel, wir brauchen Suchen für einen vernünftigen Naturschutz. Es fehlen auf viele Landschaften Naturstrukturen wie Beem, Hecken und Weiden. Genauso nötig ist aber auch
dat man leieren Natur as net eleng mat Geld ze reparieren. Naturschutzprojekten, wie beim Liefringer Haf bei Birkirch, wo es darum geht, verschiedene Lebensräume herzustellen, wie Meerwiesen sind wichtig und nötig. Europäisch Landes- wie Gemengesuchen, die wir so Projekten gebraucht, gehen verlieren over Wirkung, wenn wir auf der anderen Seite weiterfahren, a Kilometer weit all Kräuter und Grashallen, die es auch an den Meerwiesen gibt, total liquidieren. Und das ist absurd, dass man von der Landwirtschaft verlangen, also dafür bezahlen, Naturschutz zu machen, einerseits die Steuersuche verpulvert mit diesen unnützen öffentlichen Proprietätswahnsinn. Wir gehen zu Lützeburg so viel Suchen aus, für Naturschutz zu machen, wie noch nie für drin. Und overhält Biodiversität rapid auf. 1989 als zu Lützeburg den ersten Naturschutzsyndikat, das Sigona mit demals 10 Gemeinden entstanden. Allein das Sigona besteht heute aus 40 Gemeinden. An over sind noch nie so viele Tiere und Pflanzen wie seit 1989 aus unseren Landschaften verschwunden oder sind dabei endgültig zu verschwinden. Der Naturschutz also an einem Teufelskreis, an einem Dilemma. Der professionelle Naturschutz braucht immer mehr Suchen und immer mehr dicke Maschinen. Und over geht der Sterben ungebremst weiter. Das grundsätzliche Problem ist, ohne Landwirtschaft kein Naturschutz. Eine Landwirtschaft ist noch immer auf Produktion ausgerichtet für billige Lebensmittel. Man muss sich auch over nimmen Rand nur Natur- und Umweltschutz orientieren. Naturschutz findet somit noch immer nimmen Rand statt. Rand von der Gesellschaft, mit auch Rand von der Landschaft. Do, wo Landschaften nicht mehr gerade so interessant für die Produktion von den billigen Lebensmitteln ist, do kriegt der Naturschutz auch eine kleine Chance. Wir brauchen aber dringend einen minimalen Naturschutz an der gesamten Landschaft. Wichtig ist dafür, dass wenigstens auf dem Terrain, den dort zur Verfügung steht, ein bisschen Natur gelitten wird. Dazu gehören zumindest die öffentliche Wege wie Feld- oder Velosphäre, hier ist ein bisschen mehr Natur praktisch gratis. Bei der Pflege von der Wehrenner sind Gemeinden an ihr technische Service absolut allein gelassen. Gemeinden wollen Naturschutz machen, das haben sie bewiesen. Aber sie brauchen eine Unterstützung, sie brauchen eine fachliche Hilfe. Hilfe ist wichtig am informativen Bereich, so wie das praxisnahe Informationsbroschüre vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz aus Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen zu Lützeburg an diesem Bereich konkret Projekte und Initiativen von einer Naturverwaltung oder den Naturschutzsyndikaten für den unspektakulären, aber wichtigen Lebensraum Landschaftsphäre zu schützen. Heute sind ich dafür schon froh, lo am Hirsch nach ein paar naturbelassen Wehrenner zu finden. So bleiben lernst de PC12 an der Gemeinde Uselding wenigstens ein paar Kräuter lernst den Hecken bestehen. Dasselbe ist auch lernst verschiedene Feldwehr. Hier bleibt ein bisschen Natur, sogar direkt beim Dorf. Mehr Natur lernst wer, ist also möglich. Auch hier bei gar nicht spielen so kleine Vegetationsreste genau wie bei Holzen oder bei Kapellen an der Gemeinde Mermer eine ganz wichtige Rolle an der Natur. Genauso wie bei Simmer an der Gemeinde Habst, auch bei Kerch geht nur am Hirsch wenigstens ein bisschen Natur lernst wer toleriert. Das bedeutet Überlebensmöglichkeiten wie die Tiere, die lo bei Eis überwandern. Knapp sind nun die Renner von Gras und Kräuter befreit, fängt weiter Großbotsaktivismus an. Lo fängt Zeit vom Heckelschneiden an.
Darüber méi an enger weiterer Null Emission.